Ja, auch ich habe 1000 gute Gründe zum Danke sagen, zum Gott dankbar sein. Ich finde, das Bewusstsein, dass Jesus die Quelle von unserem Leben ist, dass Gott der Ursprung ist von allem Leben und dass bei ihm heute noch Leben ausgeht, da finde ich etwas mega Grossartiges. Und ich finde es darum so mega grossartig, weil das Leben eben manchmal ein bisschen turbulent ist. Weil das Leben manchmal ein bisschen auch schwer oder schwierig kann sein. Herausforderungen, da geht ja noch, hat man gern, ein bisschen Herausforderungen. Aber wenn es manchmal auch die Momente gibt, wo man merkt, hey, so ist es zu viel Schmerz, so ist es nicht gut, oder hey, da muss man Veränderung angehen. Und das ist gut, wenn Jesus die Quelle von unserem Leben ist. Dass er der ist, der reden darf. Und er sagt, ist gut und der belebt uns. Und ja, ich möchte gerade am Anfang ganz kurz einen kleinen Einblick geben noch in mein Leben, in mein letztes halbes Jahr. Die einen haben es mitbekommen, andere noch nicht. Ich habe vor einem halben Jahr meine Aufgabe als Pastor in der Pfimi Herisau abgelehnt und bin im Moment als Kochimondeur unterwegs. Ich finde zwar die Kombination gerade ein bisschen falsch. Eigentlich möchte ich eher sagen, ich habe die Aufgabe als Pastor in der Pfimi abgelehnt, aber ich bin weiterhin dran, Jesus nachzufolgen. Weil Jesus ist die Quelle von meinem Leben. Er ist mein Retter. Er hat mir alles vergeben. Ich habe in Zürich starten mit ihm. Und die endet nicht mit Tätigkeiten. Aber die startet auch nicht mit Tätigkeiten, sondern mit dem Guten, was er gemacht hat. Und ich bin so froh, dass ich entlastet sein und auch Jesus nachfolgen. Und bevor habe ich gewisse Aspekte an Führungsverantwortung dürfen ablegen. Vielleicht auch ein bisschen auf diese Seite, macht es euren Leiter einfach zum Leiten. Macht es nicht so schwer. Nein, ich will jetzt nicht in diese Richtung gerade gehen, sondern vielmehr habe ich eine Erkenntnis haben, ich darf Jesus nachfolgen. Und ich darf dort, wo ich bin, an Menschen dienen. Hey, jetzt kann ich mit diesen Leuten, die ich mir gewünscht habe, sie kommen in den Gottesdienst, um meine Predigt zu hören, ich darf bei ihnen sein und bei ihnen arbeiten. Und es gibt so viele coole Gelegenheiten, um dort und da über den Glauben zu reden. Aber ich muss nicht. So heisst es plötzlich von meinem Mitarbeiter, ich finde es mega cool, dass du uns nicht bekehren willst. Und ich weiß gerne, ob ich das positiv oder negativ finde. Habe ich genug von Jesus erzählt oder nicht? Aber ich glaube, auch da wiederum dürfen Erfahrungen machen und einfach dort sehen. Einen Einblick geben ins Leben. Am zweiten Tag schon hat er mir gesagt, Elias, gestern, wo du erzählt hast, was du für Musik hörst, hast du so gestrahlt, wo du über die Musik, die du in den Kirchen und so hörst, du hast so gestrahlt. Und wisst ihr, manchmal ist es so einfach, von Jesus zu erzählen, von unserem Glauben zu berichten. Sie fragen, was hörst du für Musik? Erzähl, was du für Musik hörst. Und vielleicht auch von der Musik, die du am Sonntagmorgen hörst. Und ich finde, das sind so coole Sachen, wo man Menschen einen Einblick geben kann. Und von dem her ist es für mich wie so, ich bin als Kochimondeur wohl am Arbeiten. Ich weiß nicht, ist da eine Pause als Pastor? Ist da längerfristig? Ich weiß es nicht und muss es nicht wissen, weil ich einfach die Liebe zu Jesus in mir trage. Ich muss mich nicht über das Pastorsein definieren. Und gleichzeitig merke ich, dass Gott mir Gaben und Möglichkeiten geschenkt hat. Kürzlich habe ich sogar eine Abdankung machen dürfen im Dorf. Von jemandem, der reformiert ist, der an Krebs gestorben ist. Und die Pfarrpersonen, die sind nicht umeinander gesehen, wegen krank abwesend. Und die Person, die jetzt die Abdankung machen musste, ist irgendwoher und die kennt man gar nicht. Und dann haben sie gefunden, hey, komm, wir fragen doch den Elias an. Und du stehst in einer Kirche und du dienst an Menschen. In der Trauer, du gehst mit ihnen den Schritt vom Abschied nehmen, vom Trauern, von dem Schmerzhaften und du verkündest Jesus. Du gehst nicht den Weitblick in dieser Beerdigung trainieren, dürfen darüber ausschauen, was uns Hoffnung gibt, was Jesus gesagt hat. Und da finde ich so, wir beten manchmal so leidenschaftlich für Erweckung und der Weg, wo wir nachher gehen, ist so holprig, so steinig, so eine Beerdigung. Was, Jesus muss da jetzt sehen? Aber dort drinnen sind reihenweise Urnäscher gehockt,
die nie einen Fuß in eine Pfimi Heeresau gesetzt hätten, weil da ja kulturell schon falsch wäre, in eine andere Gruppierung zu gehen. Aber jetzt komme ich dort rein und ich verkünde Jesus und bete für den Durchbruch, dass die Herzen berührt werden. Und es sind manchmal so verschiedene Sachen, die ich jetzt so durchgehe und fühle mich an sich sehr entspannt, sehr locker. Kinder haben das Gefühl, Papi spinnst, weil ein bisschen viel Humor auch wieder ein bisschen zurückgekehrt ist in mein Leben und ein bisschen viel Leichtigkeit umeinander ist. Und darum hoffe ich, dass heute Morgen wirklich das passieren darf, dass Gott uns begegnet bei allem Humor. Und ich glaube, wenn es darum geht, so ist Jesus und so ist er, ich glaube, dass auch Jesus eine Portion Humor hatte. Und die werden wir dann wahrscheinlich im letzten Teil der Predigt dann noch entdecken. Habt ihr schon einmal jemandem gesagt, es wird dir wohl kein Zacken aus der Krone fallen? Vielleicht hat aber auch jemand dir gesagt. Die Redewendung brauchen wir dann, wenn wir etwas machen sollten, das nicht unserer vermeintlichen Stellung entspricht. Wenn wir etwas machen müssen, wo wir denken, da muss ich mich ja schämen dafür, aber eigentlich müssen wir uns nicht schämen dafür. Im Grundsatz glaube ich, dass es Sachen sind, die einfache Aufgaben sind, aber viel Demut abverlangen, wo man ein bisschen tief durch muss dabei. Ich glaube, ein Aspekt, wo die Schönheit von dem Zacken in der Krone zur Geltung kommt, ist um Entschuldigung bitten. Wird der wohl kein Zacken aus der Krone fallen, wenn du jetzt einem anderen um Entschuldigung bittest? Wenn du zum anderen sagst, hey, was ich gemacht habe, ist nicht okay gewesen. Es kostet aber enorm viel, aber es ist so einfach. Es hat mit Aufräumen zu tun, es hat mit Beziehung wiederherstellen zu tun. Es entsteht so viel Schönes, wie wir die Sachen machen, wo wir denken, es geht uns ein Zacken vielleicht aus der Krone. Und ich würde sagen, genau so ist Jesus gesehen. Er ist parat gesehen, seine Herrlichkeit, die er von allem Anfang an, wo er gesehen ist, schon immer gesehen ist, in der Ewigkeit, im Himmel, bei Gott, in dieser Einheit mit Vater und Heiliger Geist, die Herrlichkeit, die er dort hatte, hat er verloren. Er ist in den Sumpf von dieser Erde gekommen, zu uns Menschen. Jemand hat mal da vor etwa 25 Jahren in einer Predigt so erklären, wenn deine Ameisen im Garten immer an deinem Velo rumklettern und wenn du nachher Velo fährst, überkarrst die Hälfte. Wie kannst du den Ameisen am besten sagen, dass sie das nicht mehr machen sollen? Am besten wärst du zur Ameise und du bist bei der Ameise und kommunizierst wie die Ameisen und dann werden sie dich verstehen, dass sie nicht mehr am Velo herumklettern sollen. Und Jesus war bereit, Himmel zu verlassen, zu uns Menschen zu kommen. Und ich staune auf dieser Haltung. Und wenn wir jetzt so auf Ostern zugehen und auch beobachten, eher als Gemeinde, jeden Sonntag beobachtet, wie ist Jesus, bin ich auf einen Text gestoßen. Das ist dann wirklich so auf Kreuzigungszeit her, bevor Jesus gekreuzigt worden ist, hat er in einem Gebet, und er mit dem Vater im Himmel redet, hat er das Wort Herrlichkeit, Verherrlichung, hat er es mehrmals gebraucht, und dann möchte ich ein bisschen auf den Grund gehen. Das Wort Herrlichkeit, vielleicht ganz kurz, so ein bisschen meine 3 Definitionen von Herrlichkeit. Ich glaube, mit Herrlichkeit, wie wir sie heute Morgen in den Liedern besungen haben, ist herrlich. Er ist der König. Gott ist der König. Königlich, die herrliche Art, das wundervolle, mächtige, majestätische. Wir kennen das als Schweizer gerne nicht so. Majestätisch, aber man spürt, was drin steckt. Und das ist das Königliche. Dann das Zweite ist, da wo wir so salopp auch brauchen, wenn wir einen Sonnenuntergang geniessen, ist einfach herrlich. Es ist einfach herrlich. Das Schöne, das Wow, Schöpferische, Wunderbare, Freude, Frieden, Heiligkeit, Reinheit. Ich weiß gerne, ich kann es da in den Punkt 2 oder im Punkt 1 das Königliche. Aber wenn Jesus von Herrlichkeit redet, glaube ich, ist das
heilige, reine. Wow, Jesus ist rein, ohne Sünde. Er hat keinen Fehler gemacht, der andere den verletzt und kaputt macht. Und dann das Dritte, was ich an der Herrlichkeit verstehe, ist, wenn die Herrlichkeit wirksam ist. Die lebensspendende Kraft. Wir können heute Morgen, wir können die ganze Woche Gottes Kraft erleben. Wenn seine Herrlichkeit, sein königliche, schöpferische tätig ist, dann erleben wir seine Herrlichkeit. Die lebensspendende Kraft Gottes. Wir haben mal an einer Leiterkonferenz, vielleicht möge ich da Christoph und Martin auch erinnern, wir haben eine ganze Leiterkonferenz über Herrlichkeit gehabt. Das Thema Herrlichkeit hat mich fast angefangen aufzuregen. Es ist so kompliziert gesehen, dass ich gerungen habe nach Jesus, sag mir, wie ich das verstehen kann. Und am Schluss war eigentlich der Satz da, die lebensspendende Kraft. Denn wenn etwas Leben schafft, denn wenn sich etwas verändert, dann ist die Herrlichkeit Gottes wirksam. Das ist auch der Schöpfer, ist dann wirksam. Gut, und jetzt gehen wir in den Text hier und ich glaube, da hilft uns jetzt da auch so ein bisschen zu verstehen und einzuordnen, was Jesus da betet. Wir lesen es im Johannesevangelium im Kapitel 17, aber im Vers 1, und ich habe mir das rausgeschrieben, dass ich nicht in der Bibel umblättern und suchen. Und da steht, Jesus hat in den Himmel hochgeschaut und betet. Vater, die Zeit ist jetzt da. Lass jetzt die Herrlichkeit von deinem Sohn sichtbar werden. Damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Und wir gehen jetzt auf Ostern zu. Was hat Jesus am Kreuz gemacht? Am Kreuz, bei dem Kreuzestod, wo Jesus stirbt, demonstriert Jesus die unendliche Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Und in dieser Auferstehung, die dann gesehen ist, zeigt sich die lebensspendende Kraft Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Jesus bittet darum, dass die Verherrlichung, dass die Herrlichkeit jetzt sichtbar möge werden. Du hast ihm Macht gegeben über den Menschen, damit er allen das ewige Leben schenkt, all denen, wo du mir anvertraut hast. Und genau darin besteht das ewige Leben, den wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, wo du gesendet hast. Lass uns das mal ganz kurz sagen. Jesus betet da, und es geht darum, dass Gottes Kraft und die Herrlichkeit Gottes, das Königliche von Gott sichtbar wird. Und er sagt, die Ewigkeitsperspektive, das ewige Leben besteht darin, den wahren Gott zu erkennen. Jesus Christus zu erkennen. Nicht ich habe den Anspruch, dass wir das Einzige sind, das Rettung bringt. Das Einzige sind, die einzige Botschaft, die Menschen wirklich in die Ewigkeit, in den Himmel führt, sondern Jesus. Er greift nicht nach dem Anspruch, dass er der einzige Wahre wäre, sondern Jesus erklärt uns etwas. Er beschreibt uns etwas, was wir Menschen nicht wissen und nicht wissen haben können, wirklich. Er beschreibt uns, wie Gott ist. Er beschreibt uns, wie er ist. Und er beschreibt uns, dass es einen wahren Gott gibt. Und ich bin zu euch gekommen und ich habe die Botschaft verkündet. Und hey, so geht's. Ich finde das mega krass. Das ist gar kein Angriff auf alle Religionen. Lassen Sie es doch mal so sehen. Wir Menschen sind mega bestrebt, Gott zu gefallen. Gut zu tun, das Richtige zu tun. Wir haben einen Hauch von Religiosität, okay, können wir vielleicht alle ablegen, selbst als Christen. Aber er beschreibt uns den Weg. Und ich finde das ein Geschenk. Ich finde das, hey, das ist doch mega cool. Es gibt einen Gott, der dir erklärt, wie du in die Ewigkeit kannst gehen, wie du ein ewiges Leben kannst bekommen. Ich finde das mega stark. Und auf ihn will ich hören. Es ist nicht eine Idee von Menschen, sondern es ist Jesus Christus, der sagt, ich bin schon und je beim Vater gesehen in der Ewigkeit und ich bin gekommen zu euch und ich gehe wieder dort hin. Und wir lesen da mal noch mal ein bisschen weiter. Ich habe hier auf dieser Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles tun, was du mir aufgetragen hast. In dem Gehorsam, wo Jesus dem Vater gegenüber hatte, zeigt sich die Herrlichkeit Gottes.
Die Schönheit Gottes, das Wunderbare, Göttliche. Jesus ist dem Vater gehorsam gewesen und hat auf dieser Erde seine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Er hat nicht nur Menschen geheilt, sondern prophetische Worte ausgesprochen. Er hat die Sicht Gottes ausgesprochen und gebracht. Da drin hat sich die Schönheit Gottes gezeigt. Die Kraft Gottes gezeigt. Einfach wunderbar. Eine Frau, die jahrelang geduckt, Schmerzen, gelitten hat. Und er richtet sie auf und sie wird befreit. Ein Mann, der blind ist, wird sehend. Aber ich denke auch an die kleinen Sachen. Maria und Martha. Martha, du machst dir so viel Sorgen. Sie ist so wirksam und tätig. Sie hat gedient und gemacht und tun und hat gemotzt, dass die andere Schwester da nicht hilft und so. Und Jesus hilft ihr, runterzufahren und sagt, was wichtiger ist. Es ist wichtiger, jetzt zuzulassen. Zu lernen von Jesus. Und er bringt Menschen ins Gleichgewicht. Es gibt so viele Facetten, die ich hier erwähnen könnte. Aber lasst uns noch ein bisschen weitergehen. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus bittet darum, schenk mir wieder die ursprüngliche Herrlichkeit. Und ich frage mich, hat er sich etwas abgeschminkt? Warum ist seine Herrlichkeit nicht mehr voll? Warum ist nicht mehr alles da, was er hatte? Und Klammern auf für all die schon länger mit Jesus unterwegs sind und gerne ein bisschen Bibelstudium machen. Jesus hat ja einmal gesagt, er werde wiederkommen, aber er wüsste nicht, wann der Zeitpunkt ist. Er ist von Gott ausgegangen, er gehört zu der Einheit Gott. Aber er hat den Mut gehabt und die Größe gehabt, Mensch zu werden. Und hat wie den Schritt rausgemacht. Er war bereit, ans Kreuz zu gehen, zu leiden. Und ich finde, da gebührt ihm alle Ehre. Er hat keinen Zacken aus der Krone verloren, sondern da ehrt ihn. Und ich glaube, dass Jesus nicht der unwissende Gott ist, sondern er ist bereit gewesen, eine Herrlichkeit, etwas im Himmel wie zurückzulassen. Darum hat er als Mensch gesagt, ich weiss nicht, wenn er wieder wird kommen, da weiss nur der Vater im Himmel. Aber ich glaube, Jesus wartet jetzt. Er ist jetzt wieder beim Vater im Himmel und er wartet und weiss, wenn er kommt. Ich glaube nicht, dass er jetzt der Unwissende geblieben ist, sondern er ist wieder in dieser Einheit Gottes zurückkehren. Er ist wieder in dieser Herrlichkeit, wie er darum gebeten hat. Was hat er sich abgeschminkt? Was hat er losgelassen? Und da gehen wir in der Bibel in Philipperbrief hin. Ich mag das Kapitel Philipper 2. Übrigens, Philipper 2, leset doch da einfach einmal in den nächsten Tagen mal. Philipper, PH. Nicht unter F suchen, sondern PH. Philipper 2, ab dem Vers 5, 6, dort steht, oder ab dem 6. Vers, ab dem 6. Vers, er, der Gott in allem gleich war, das ist der von Jesus, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Ich finde es so stark, dass Jesus sagt, ich habe mich auf die gleiche Stufe begeben wie ein Diener. Ich glaube, da müssen wir uns merken, da müssen wir uns einprägen und da müssen wir ihm nachmachen. Einfach so für die gerne etwas lernen heute Morgen. In dieser Entscheidung schminkt er sich etwas ab. Und es geht ihm kein Zacken aus der Krone. So ist Jesus. Er war bereit, sich die Hände dreckig zu machen, aufzuräumen, im Sumpf der Menschen zu sehen, ihnen ihre Sünden zu vergeben. Nicht nur einfach so im Sinne, dass er angestanden wäre und gesagt hat, ich bin Gott und ich kann alles machen, ich vergebe dir einfach. Nicht salopp, nicht in seiner Übermacht, in seiner Demutshandlung. Hass oder, aber er erniedrigt sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher.
Da, wo ich verdient hätte. Da, wo du verdient hättest. Jetzt komme ich vielleicht jemandem ein bisschen zu nahe. Ja, wir alle haben die Herrlichkeit bei Gott verloren. Wir haben Fehler gemacht. Wir sind getrennt von Gott. Und noch schon zu sagen, ich glaube nicht an Jesus, ist eigentlich die grösste Sünde. Wir brauchen die Vergebung. Und die Bestrafung, die wir verdient hätten, die nimmt er einfach auf sich. Die nimmt er in Demut auf sich. Nicht einfach, obwohl ich einfach gesagt habe, aber ich finde, es ist so ich habe das schnelle Willen, er ist bereit gewesen. Er ist bereit gewesen. Und jetzt kommt die Wende. Er ist bereit gewesen, am Kreuz zu sterben wie ein Verbrecher. Deshalb, darum hat Gott ihm so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm den Ehrentitel einen Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus ist der Name über allen Namen, der König über allen Königen. Was Jesus in seiner Demut tun hat, ist seine Krone gewesen. Es ist ihm kein Zack aus der Krone gefallen. So ist Jesus. Und weil Jesus den Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, steht da in der Bibel. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Wir haben den Globus, die jetzt gerade oben drauf und die unten drauf. Nein, vielleicht auch die gestorben sind und die den Glauben an Jesus gefunden haben und lebendig sind. Ich finde es noch krass, dass die Bibel uns beschreibt, alle werden mal Knie beugen. Ich finde es so krass, mir vorzustellen, es gibt Menschen, die zur Lebzeit sich so wehren gegen Jesus. Überhaupt ihm zuzulassen, so wehren und auflehnen. Aber wie krass ist es denn, dass sie mal den gleich Knie beugen. Und dann werden sie erkennen, aber es einfach irgendwie zu spät ist. Die Bibel beschreibt es zu spät. Die Bibel beschreibt, dass wir leben und in dieser Lebzeit Gnadenzeit haben. Das heisst, die Zeit der Vergebung, die Zeit der Versöhnung mit Gott. Was für ein Geschenk macht uns Jesus jetzt, wo wir leben. Und er sagt, jetzt ist die Zeit. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast Jesus wie den Raum und den Platz noch nicht gegeben, und du hast Jesus noch nie so konkret gesagt, Jesus, ich brauche Vergebung. Ich brauche dich als Retter. Ich brauche dich als genau der Diener, wo all das Beschämende aus meinem Leben ausräumt, wo mir vergeht, wo mich heilt und wiederherstellt. Wo da in Beziehungen durch das Falsche kaputt gegangen ist, jetzt wieder wiederhergestellt werden, dass die Herrlichkeit, die lebensspendende Kraft in mein Leben kommt. Wenn du da noch nie konkret gebetet hast, dann lade ich dich heute Morgen ein, mach den Schritt. Komm einfach zu Jesus. Er lädt dich ein, er ist heute Morgen dienstbereit. Er ist heute Morgen da und sagt, komm in meine Arme, wende dich nicht länger von mir ab. Sag ja zu mir. Ich vergebe dir gern. Aber es braucht Demut, und da kann ich dir auch sagen, es braucht Demut, vor Gott zu treten und zu sagen, ja, ich habe Scheiße gemacht. Vielleicht sogar zu Eltern zu gehen und zu sagen, ich habe Sachen gemacht, die sind nicht okay. Könnt ihr mir vergeben? Ich möchte lernen, das nicht mehr zu machen. Den Weg von der Umkehr zu laufen. Ich lade dich ein, mach den Schritt. Vielleicht bist du sehr jung. Und ich kann dir sagen, es hat mir gut getan, damals mit 14 zu sagen, Jesus, vergib mir. Vergib mir. Für das, dass ich gelogen habe, dort mal etwas genommen habe, was ich nicht hätte sollen. Ich möchte mit dir zusammen sein. Und ich habe gemerkt, es geht nicht einmal nur um die kleinen Tatsünden, sondern es geht darum, dass in dem Moment, wo ich sage, Jesus, vergib mir, die Beziehung mit dem wiederhergestellt wird. Jetzt kann ich mit Jesus unterwegs sein. Jetzt kann ich mit dem durchs Leben gehen. Es ist so viel Gutes in mein Leben gekommen. Ich konnte so lernen von ihm. Ich finde das so stark und darum lade ich dich auch ein. Sag Jesus, vergib mir. Mach es konkret. Und sag ihm, Jesus, ich will ab heute von dir lernen. Ich will so leben, wie du gelebt hast. Wir schauen jetzt so vorstellen an, wie ist Jesus? Werd wie Jesus.
Wir werden keine kleinen Götter in dem Sinn, aber wir sind seine Nachfolger, seine Lehrlings. Wir gehen mit dem durchs Leben. Das finde ich so stark. Zu dieser Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, gibt es eine Begebenheit, die auch auf Ostern zugesehen ist, die ich einfach kurz als Geschichte erzählen möchte. Jesus ist mit seinen Jüngern, die 12, ist mit ihnen zusammen gesehen. Das sind die Männer, die ganz nah mit Jesus unterwegs waren, die er in seine Schule mitgenommen hat und ihnen gezeigt hat, wie das eine und das andere funktioniert auf dem Glaubensweg und dem Königreich Gottes. Und er ist mit ihnen zusammen gesehen und hat auch gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich werde die Welt jetzt verlassen, ich werde zum Vater gehen. Und ich möchte euch den Liebesbeweis von Gottes Liebe zu euch zeigen. Sie sind da schon am Tisch gehockt, gehe ich von der Geschichte heraus. Und Jesus hat sie ins Obergewand, sein Kleid abgezogen, auf die Seite geleert. Wahrscheinlich noch ein T-Shirt drunter angehabt. Keine Ahnung, wie diese Kleider gesehen sind. Hat ein Tüchlein genommen, sich da oben geschnallt. So, ich stelle mir so einen Schoss vor, irgendwie. Und er hat angefangen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und während er ihnen die Füße wäscht und mit dem Tüchlein wieder abtrocknet, kommt er zum Petrus. Der Petrus war so der Typ, voreilig, vorschnell. Und er sagt, hey, nein, Jesus, das kommt gar nicht in Frage, dass du mir die Füße wäschst. Und ich glaube, dass er dort die Stellung anspricht. Was, Jesus, du? Du bist doch der Herr, du bist doch der Meister, du bist doch Gottes Sohn, du bist doch der König. Warum machst du das? Das geht doch nicht. Jesus gibt ihm eine Antwort und sagt, hey, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an dieser Gemeinschaft mit mir. Harte Worte, oder? Wenn wir von Jesus uns die Füße nicht waschen lassen, haben wir keinen Anteil von dieser Gemeinschaft. Wenn wir uns die Sünden nicht vergeben lassen und uns waschen lassen, reinigen lassen, mit Gott versöhnt werden, dass da nichts mehr zwischen uns und Gott steht, all das dreckige, gruselige in unserem Leben verschwindet und abnimmt, dann kommt die Beziehung. Wir uns die Füße waschen lassen, wenn wir uns das Herz reinigen lassen. Jetzt sagt der Petrus, so impulsiv wie er ist, wow, cool, dann wäscht gerade auch noch meine Hände und meinen Kopf. Und jetzt kommt für mich der humorvolle Jesus zum Ausdruck und sagt, und ich denke, da hätte er so getönt, wie er als Schweizerdeutsch hätte können. Also wenn du duschen hast, dann langt es doch, wenn wir die Füße waschen. Hast du noch das Gefühl? Duschen kannst du noch selber. Aber die Füße würde ich dir jetzt waschen. Kannst du nicht einfach. Er bringt da wirklich da zum Ausdruck und ich finde das so cool. Dass er ihm sagt, hey, schau, wenn du gebadet hast, du dich gewaschen hast, dann langt es, die Füße zu waschen. Du bist ja den Staub gelaufen, dann langt. Und ich finde, es gibt so Episoden auch beim Arbeiten mit den Kollegen und so, wo der eine das Gefühl hat und dann knallst du ihm nie und alle lachen, das ist cool. Ich weiß nicht, wie das für euch geht. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, den ich heute noch so nebenbei einschmeisse. Ist Jesus humorvoll gewesen? Haben die Leute mit ihm den Spass gehabt? Haben sie auch mal gelacht zusammen? Oder ist es immer um ernste, geistliche Themen gegangen? Und dementsprechend die nächste Frage, wenn es um den Glauben geht, sind wir immer mega ernsthaft? Oder darf es auch mal humorvoll sein? Ist unser Glaube auch irgendwo relaxed, weil wir eine Sicherheit haben? Jesus hat mich erlöst, ich bin gerettet. Hey, wir dürfen... Oder sind wir dann gleich irgendwie verbessern, religiös? Da müssen wir noch richtig machen, da müssen wir noch richtig, und da müssen wir noch richtig machen. Wenn du das nicht machst, dann bist du dann gerettet, wenn du... Die einen wissen, von was ich rede, darum führe ich das nicht weiter aus. In dieser Episode kommt mir an Jesus entgegen, der sagt, hey, ich bin bereit zu dienen. Und ich möchte für heute Morgen euch auf die letzte Etappe dieser Predigt noch mitnehmen.
Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, darum mache ich die Etappe mit euch noch. Ist gut, Martin? Die Etappe heisst, was lernen wir von Jesus? Wisst ihr, ich bin mal mit einem Vater zusammengekommen. Und der Vater erzählt mir von den Schwierigkeiten mit seinem Teenager-Sohn. Und dann sagt er etwas, und ich habe gesehen, wie dem ein Zacken aus der Krone gefallen ist. Wisst ihr, was das gesehen ist, dass dem ein Zacken aus der Krone gefallen ist? Wollt ihr das wissen? Die einen wollen es nicht unbedingt wissen. Da sagt er bei allem Ernst, er hat seinem Sohn gesagt, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, sage ich, wo es lang geht. Und ich habe es nur noch gesehen, purzeln. Die Zacken sind ihm aus der Krone gefallen. Ich glaube, wenn wir so eine Haltung haben von ich bin und da bin ich und ich habe es sagen, ich glaube, dann haben wir Minuszacken auf der Krone. Ich glaube, dann haben wir zumal nichts mehr aufzuweisen. Und dann verstehe ich zumal die Spannungen, wo wir sind. Und ich habe gemerkt, wenn ich Jesus zuschaue, dann glaube ich, dass er würde sagen, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, werde ich dir Füße waschen. Solange du zu mir herkommst, werde ich für dich da sein. Liebe Väter, liebe Mütter, ist nicht da die Haltung von der Vergebung, die wir leben sollen. Nicht gesetzlich und alttestamentlich Kinder erziehen, sondern nach dem Prinzip von Jesus. Es gibt ein abgestecktes Gebiet. Ja, wir müssen über Regeln nachdenken. Ja, es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten. Aber es gibt etwas Höheres. Ich bin da für dich, egal was passiert. Ich bin da für dich, wenn du Fehlentscheidungen gemacht hast. Ich bin da, um dich wieder aufzubauen. Ich bin da, um dir zuzuhören. Und ich bin da, um dich wieder in die Sauberkeit, wieder ins Reine, wieder ins Gesunde, ins Lebensspendende, wieder in die Herrlichkeit Gottes jetzt führen. Aber wir verlieren den Zacken aus der Krone, weil wir demütig sagen, ich bin nicht der Chef, der das Sagen hat und alles im Griff hat. Es braucht die Demut, als Vater zu sagen, ich habe es nicht im Griff. Ich kann noch Beziehung leben. Ich kann da sein. Ich kann begleiten. Ich kann bewegen. Aber seien wir doch ehrlich, wir haben es nicht im Griff, auch wenn wir die Regeln würden durchstieren. Oft auf Kosten der Beziehung. Es gibt so viele Bereiche, wo wir jetzt einfach von Jesus lernen können, in der Familie dienen. Hilfsbereit sein. Das zu machen, wo man vielleicht denkt, ja, nein. Als Vater, als Mutter mal zu sagen, hey, es tut mir leid. Das war nicht okay, was ich gesagt habe. Es war nicht okay, was ich gemacht habe. Ja, ich war zu hart. Der Paulus, und wir lesen im Neuen Testament aus meiner Sicht wenig über Erziehung, aber wenn ich über Erziehung lese, ist, dass der Paulus gesagt hat, ihr Väter seid nicht zu streng mit euren Kindern, damit sie nicht zornig werden. Und wenn meine Kinder zornig davontäubeln, dann muss ich mich fragen, Elias, bist du jetzt streng gewesen? Bist du ungerecht gewesen oder ist es in der Ordnung? Es darf aber auch nicht auf die andere Seite gehen. Und darum, liebe Teenager, die hocken immer noch auf dieser Seite. Mega cool. Ihr Teenager, Kind, auch er seid manchmal so in dem Aufwachsen und man will erwachsen sehen. Ich erkläre ja euch, ihr kennt das. Und sich dort etwas eingestehen und sagen, Papi, gestern, du hast schon recht gehabt. Oh, das ist Füße waschen. Da ist anknüllen und sagen, oh, Scheiße, was habe ich für falsch gemacht? Das kostet etwas. Aber es tut euch gut. Es erlöst euch, es befreit euch. Es ist so, Glauben und das Leben mit Jesus muss nicht immer ein gutes Gefühl auslösen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr jemandem sagt, letzte habe ich dieses und jenes gemacht, es war nicht okay gewesen. Ich habe etwas aus dem Kästchen genommen, ich habe es gestohlen. Ja, ich habe
nicht die Wahrheit erzählt. Ja, ich habe auf Snapchat irgendwie einen Fake-Account und Zeug und Sachen. Helf mir. Papi, helf mir. Mami, helf mir, ich komme gerade nicht klar. Hey, wir haben meinen Stress in der Schule, es geht nicht gut, es läuft nicht gut. Das Eingeständnis kostet viel, aber es kommt Befreiung ins Herz. Es wird euch gut tun. Braucht die Möglichkeit, die Jesus gibt. Versöhnung, Wiederherstellung, Wiedergutmachung, Vergebung. Es lohnt sich. Es lässt uns aufleben. Es kommt wieder Herrlichkeit in unser Leben. Die lebensspendende Kraft kommt in unser Leben. Hey, und darüber hinaus, am Arbeitsplatz, wäscht die Füße. Der Gips im Stegenhaus. Das ein Italiener hat auch mal geflucht im Stegenhaus. Und mit jedem Kästchen, das wir vorbei haben müssen, ein riesen Theater. Aber die Koche müssen tragen. Wie ein Rohrspatz hat der auf Italienisch vor sich an. Der nächste Tag, und da ist ein Mitarbeiter gekommen und der hat noch in den obersten Stock kommen müssen. Genau den, wo der Italiener hat das Gerüst im Stegenhaus anstellen. Und da hat natürlich zusammengeklebt. Und ich dachte, jetzt müssen wir dem Italiener helfen. Und ich bin angegangen zum Italiener und habe gesagt, du, im unteren Stock, hast du dort gegipset? Weißt du, dort diese Nische? Ja. Und ich gesagt, also, Picobello. Senkel, Blei. Ich konnte meine Küche dort einstellen. Und er hat geleuchtet. Der völlig. Der Mitarbeiter schaut mich an, steigt ab und sagt, spinnst du das? Ich sage, was? Ja, man hätte es auch sollen. Und ich sage, ja, der Italiener braucht jetzt ein bisschen Ermutigung. Du willst ja mit ihnen ein Kästchen durch. Vielleicht müssen wir jetzt einfach einmal ihm sagen, dass er einen guten Job macht. Und dass es eine tolle Geschichte ist, die er da in diesem Gebäude gemacht hat. Und dann ist es vielleicht einfacher, mit dem Kästchen vorbeizugehen. Ich glaube, wir müssen manchmal auch so Sachen lernen, zu loben, das Gute zu sehen, das Würdevolle, das Wertvolle. Und lassen uns das machen mit Mitarbeitern. Auch in der Gemeinde. Lassen uns als Mitarbeiter in der Gemeinde eine dienende Haltung haben. Oh, ich bin aufgestiegen, ich bin jetzt Bereichsleiter. Zum Füßwaschen, ja. Dienende Leiter, die Haltung, prägt euch die ein. Lernt von Jesus, schaut es ihm ab. Und er hat gesagt, macht es so. Macht es so. Und ich glaube nicht, dass er will, dass wir jetzt hier 10 Becken aufstellen und sagen, komm mit dir noch Füße waschen. Nein, wir waschen uns dem Füße, wenn wir vor dem Gottesdienst noch das Papierfetzchen zusammenlesen. Hey, ihr seid gut, das liegt nichts da. Kein Brösmeli, nichts. Ich bin zwar der Lobpreisleiter, aber komm, da muss noch weg. Auch komm, wir machen es freundlich an diesem Ort. Du gehst aufs WC. Ich bin doch nicht zuständig, zum WC putzen. Aber es steht bei jedem WC auf der Baustelle, wo ich finde, immer ein blöder Spruch dort. Ich weiß doch, für was das Pössl ist im Ecken. Aber die Haltung vom Dienen zeigt sich. Und lebt auf. Und ist die Schönheit. Und es tut uns gut. Ich möchte ganz fein antönen, bei allem Dienen geht es nie um Ausnutzung. Und wenn du die Beziehungen ausgenutzt fühlst oder unterdrückt, dann ist auch heute Morgen der Moment, wo du darfst aufstehen. Jesus kommt dir zu Hilfe, dass du dich nicht länger unterdrücken musst. Such dir Hilfe. Komm auf jemanden zu in dieser Gemeinde, wo du als vertrauenswürdig, da wären ja dann eigentlich alle, so auf jemanden kannst du zugehen, der dir hilft, aus dem Unterdrückten rauszukommen und aufzustehen. Jesus redet nicht davon, wir sollen uns einfach konstant unterdrücken lassen, sondern dienen. Das ist nicht das Gleiche. Das sind 2 Paar Schuhe. Da will ich gesagt haben, dass man mich nicht missversteht heute Morgen. Ich glaube, es ist wirklich der Tag heute, wo wir einfach auch jetzt ins nächste Lied dürfen gehen, dürfen das Band kommen.
Ich glaube, es sind wie nochmal 2 Sachen, die ich sagen will. Die einen werden heute Morgen charakterlich sich Jesus wie nochmal angehen und sagen, Jesus, form meinen Charakter. Ich möchte so werden wie du. Ich möchte die dienende Haltung haben. Ich möchte das Respektvolle auf der gleichen Stufe wie ein Diener. Jesus, das möchte ich. Ich möchte so leben. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde und dort, wo du dich sonst noch aufhaltest. Ich glaube, dass es aber auch Personen unter uns hat. Ihr werdet heute Morgen jetzt im nächsten Lied einfach sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte in der Beziehung mit dir unterwegs sein. Lass uns aufstehen und anfangen an reden mit Jesus. Fang an einfach schwätzen mit ihm. Sag ihm, was du fühlst, wie es dir geht, wo du anstehst, wo du sagst, hey, da möchte ich liebevoller, respektvoller, feinfühliger werden. Da habe ich Menschen verletzt mit meiner Rechthaberei. Ich glaube, es ist der Moment, wo Rechthaberei ablegen. Es ist der Moment, wo sagen, jetzt ist Schluss mit dem, ich muss Recht haben. Ich bin nicht der Macho, ich bin ein Diener. Ich werde helfen, ich werde versöhnen, ich werde ermutigen, ich werde da sein. Andere vielleicht, Jesus, kommt zu mir. Wäsch du mich rein, mach mich wieder sauber. Nimm du das Schandhafte, das Grusige aus meinem Leben raus. Mach mich heil. Jesus, ich danke dir, dass du uns näher bist in dem Moment, und sich die lebensspendende Kraft jetzt offenbaren kann. Wirke an mir. Schöpferisch. An meinem Charakter, an meiner Seele, an meinem Herz, an meinem Denken. Die Bibel redet davon, dass wir unser Denken erneuern können. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment unser Denken erneuerst. Ein Denken von ich helfe anderen, ich diene anderen. Ich muss nicht mein Ego stillen, sondern ich kann andere unterstützen. Für uns da in ein Wachstum.